Und somit, guten Tag. Wir haben hier gerade des Rätsels Lösung gefunden. Hafner, Lohmann und Weber. Das sind die 3 Kameraden. Hafner und Lohmann. Hafner und Lohmann. Ich brauche ja die Nummer von den Hafner und Lohmann für den Spind um Weber. Gucken wir mal. Hafner. Kaspar Hafner. Gibt's so irgendwie Lohmann vorher? Da ist er. Oh. Na, was war denn das jetzt? Wieso? Achso, das geht automatisch durch. Ist es nicht. So, wo waren wir? Hafner hat die 07 und das andere war der Lohmann. Lohmann hat die 15. Probieren wir es mal mit 07. 0715. 0715. Oder halt umgedreht. Und das an der 82 war es, glaube ich. Ja, gucken wir. So. Moment. War denn ein blöder Spit? War der nicht nur? Okay. 0750. Ich kann mir doch keine Zahlen mehr gemacht. So. Jetzt hat. Oh ja, geil. Mach's noch besser kennzeichnen. 0. Ach, scheiße. 7. 1. 5. Jawohl. Schuh. Achso. Wartungsraumschlüssel. Okay. Die andere weiß ich schon nicht. Okay, jetzt müssen wir also zurückgehen zum Wartungsraum. Das heißt, diesem Kabel hier folgen. Ich renne mal ein bisschen schneller. Weil die Funsel da kriegt es nicht so. Oh, es räumt sich. So. Ja. So. Auf du mal. Da müsste Wartungsraum sein. Da haben wir aber vorhin ganz seltsame Geräusche gehört. Ist aber nicht. Stopfblut. Was soll denn das jetzt? Alter, gib mal das Ding her, weil es steckt fest. Was ist dort drin? Ja, sorry. Es hört sich an, als würde es von da hinkommen. Also schon von dort drin irgendwo, aber. Wie tut es, der da so Geräusche macht? Aber das war irgendwie Roboterarm. Ja, mein Junge, mach doch kein Stress hier. Okay. Wir müssen übrigens in den Generatorraum
Generatorraum, der ums Eck ist irgendwo. Oder vielleicht ist er das nur halt brennt, damit man den Strom anschalten kann und nicht dir auf Green. Was ist denn da hinten? Da kommt bestimmt gleich Jumpscare. Nicht? Okay. Nicht sicher genau. Okay. Da ist eine Tür. Ja, die Mache kann man doch nicht. Machen wir die Tür dazu. Ja, bringt nicht viel, ne? Da sind wir noch Gas. Okay, weiter gucken. Okay, das scheint. Ja, kein Gas mehr, du. Okay. War das so auf alle Hand? Ja, aber so. Ach, das ist eine Prothese. Das ist keine Roboterhand, das ist eine Prothese. Was ist los? Was ist denn das? Hä? Ich bin hier irgendwie im Knast, ne? Okay. Schlauerweise. Gibt es da noch irgendwas zu gucken? Die Tür habe ich doch zugemacht. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Das komische Vieh. Rauskommen war riesengroß und ist dann einfach verschwunden. Und das Vieh jetzt kommt, kann das vielleicht dann doch nie locken? Und das Gas und da stirbt es dann? Vorne. Das war wahrscheinlich wirklich. Okay. Relativ klar, dass wir da nicht auskommen. Und dass wir das Ding da jetzt halt nehmen müssen. Jumpscare. Drahtschneider. Mit diesem Drahtschneider kannst du den Weg durch Stacheldraht bahnen. Um sich nicht zu verletzen, ist es ratsam, Hand und Draht beim Schneiden ruhig zu halten. Oh. Patientennotiz 3. Gestern Nacht habe ich Mikalski und ein paar andere gehört. Seltsame Schreie. Ich glaube, sie haben abgezählt und sind marschiert. Seltsame klappernde Geräusche waren das. Habe ich das alles nur geträumt?
aus. Okay. Die Geräusche machen es nicht besser. Ich könnte jetzt hier nur links gehen. Oder nur rechts an dem... Also von links kommen definitiv die Geräusche. Ich gehe nur rechts an den Stacheldraht. Cutter. Zieh mit dem Seitenschneider auf Stacheldraht, der sich nicht bewegt, und schneiden ihn mit. Danke. Wahrscheinlich stimmt du. Wie gern würde ich schneide. Das Problem. Ah ja, er ist weg. Ja, ich hab's schon beim ersten Mal kapiert. Dann hier der andere auf. Okay. Also wir haben jetzt einfach nur den Cutter. Wir müssen aber da nur. Scheiße. Aha, brauchst nicht einzublenden. Habe ich. Gab's da vorne noch Draht? Nee. Da hinten auch nicht. Dann müssen wir wohl da nur. Okay, da ist zu. Da ist zu, so ein Klick. Ja. Ist jetzt aber nicht die Diatonave gewesen, oder? Doch, ist es. Okay. Die ist auch zu. So ein Glück. Ach, hab ich heute Glück. Alles ist zu. So waren wir. So haben wir die Notiz Ach, die Leiche schon immer gelegt? Okay. Ich fertig. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Deswegen. Gehen wir jetzt mal da aus. Da war ja der Stacheldraht. Ja. Hm? Ah, wir können ja noch rechts gehen, da wo wir herkommen sind, ganz am Anfang, ne? So. War das doch, oder? Gibt es da vielleicht noch Stacheldraht oder sowas? Wo ich dann weiterkomme? Ich renn mal ein bisschen. Damit die Taschenlampe länger halt, weißt du? Gibt es da irgendwo Stacheldraht? Da ist Mäusegepiepse. Der Ratte oder was weiß ich, was es ist. Ja. Kann ich jeder Stacheldraht Play machen? Nee. Ja, brauchst mich nicht zu piepsig. Ist eklig. Du Rat. Ich gehe einfach mal so zurück. Ich glaube aber, du war nix. Weiß jemand. Hier wird taub. Hier du dran genagelt hat, irgend so Idiot. Nee, da geht's nicht weiter. Ich renn mal zurück. Ich will mal ein bisschen Weg machen halt. So. Ich gehe mal zurück in das Dock. Kann ich vielleicht mit dem Ding die Spinde aufmachen? Mit dem Seitenschneider müssen wir ja eigentlich ziemlich gut Spinde aufmachen. Also so die Schlösser an der Spinde aufmachen können. Ich gucke mich um, jetzt gucke ich überall nur Stacheldraht. Da ist Stacheldraht. Und dann geht's hier, glaube ich, nicht. So, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal an die Spinde.
Wo waren sie dann? Was ist das so? Latrine? Sanitäranlagen. Ja, mach auf. Ne, das scheint nicht zu gehen. Mein geiles Vorhaben. Ach komm, jetzt habe ich so geiles Ding da. Welche? Moment. Werkzeuge. Hm. Suche den Ausgang. Okay. Mhm. Wenn man vielleicht irgendwo Klamotte findet, weißt du? Ist vielleicht dann da der Schlüssel drin von deiner Patienten, aber die Patienten sind auch nicht mehr da. So, wir gehen davon raus, okay. Wir hängen. Also ja, ne, wir hängen jetzt erstmal nicht. Wir gucken jetzt halt weiter. So drin. Hallo, gibt's hier Stacheldraht? Wenn man einen Seidenschneider hat, sieht jedes Problem wie Stacheldraht aus. Bist du Stacheldraht? Nee. Du bist wirklich Stacheldraht. Schlag. Das. Also, das ist der blöde Brief. Okay. Yes, das. Nee, hey. Mach die Tür auf. Die geil, schwing die. Ich will hinaus. Okay. Auf der Suche nach stacheligem Draht. Hey, die Tür ist auf. Ah. Also das. Ich hab gemeint, der Strom hätte nicht gelangt. Okay. Dann sind wir ja gar nicht so falsch, ne? Sind wir ja voll richtig. Bitte, 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 bom, bom. Ich höre gerade auf den Text. Das heißt, ich wundere, warum ich so ruhig bin. Ausgang. Okay. Wir haben da hinten was zu lesen. Und wir haben da hinten Stacheldraht. Eisenbahn. Sicherheitstüren. Für die Sicherheit der Ärzteschaft sind unsere Türen ab heute elektrisch gesichert. Die Sicherungskästen im Wartungsraum kontrollieren den Zugang von Verwaltungs- und Duschbereichen in den Hauptsaal. Das habe ich schon festgestellt. Knipp. Knipp. Na? Nix Knipp. Komm, Knipp. Nur echt. Für die gute Knipex.
Wo zur Hölle bin ich denn hier wieder eigentlich? Was ist denn das doch alles für ein Kack? Ich häng. Was ist das hier alles? Patientennotiz 1. Gefreiter Mikalski ist weg. Ich habe vor dem Einschlafen mit ihm gesprochen. Er hatte so viel Angst wie ich. Er lag auf dem Bett neben mir. Jetzt ist er fort. Die Krankenschwestern antworten nicht auf meine Fragen. Sie schauen mir nicht einmal in die Augen. HW? Ist das der Weber? Ist das der, wo dann gesagt hat, ja geil, ich habe jetzt geile Gliedmaße, huhu, ich will marschieren, huhu. Okay. Muss ich voll drüber, dann komme ich nämlich zurück. Soweit so klar. Aber die Videospiellogik sagt mir, umgucken. Aha. Notiz 4. Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Ich habe die Schwestern reden hören. Chefvisite. In einer Stunde soll ich nun vom Dr. Eisenbart höchstpersönlich behandelt werden. Warum funktionieren meine Beine nicht? Ich will hier raus, ich will nach Hause. Ich gucke mal noch auf die andere Bette. Und dann gehe ich andersrum. Da habe ich schon gelesen. Hast du noch was? Nee. Ich will eben noch rumgehen, weißt du? Kannst du was zu gucken? Du hast nur Bettgestell. Okay. Es ist ähnlich wie da eben. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Irgendwie so eine Art Stromkasten. Da ist Tür oder so. Keine Ahnung. Kann wohl durchgehen. Aber, Videospiellogik, ich gehe in eine andere. Weil der ist nämlich gleich am Anfang. Und da könnte ich mir vorstellen, dass du viele gleich hingehen, dass die wollen, dass du hingehst. Das ist wieder so das Stellpapier-Schere-Prinzip, weißt du? Gehe ich jetzt davon, gehe ich jetzt davon aus, dass die Entwickler wollen, dass ich da hingehe? Und aber wisse, dass ich das dann nicht mache? Weil da hinten stöhnt einer rum. Ist mir doch egal, dann stöhnt er halt rum. Zack. Jetzt bin ich drin. Na guck, da kann ich zurückgehen, okay. Operationssaal. Was ist das am Anblick? Das Eis. Ach, Ei. Kein Strom. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eine Kabel folgen sollte. Ich gucke mich halt jetzt überall um. Ob ich noch irgendwas finde oder was sie. Wo wäre ich jetzt wahrscheinlich dann auch rauskommen. Ja. Okay. Was für eine Scheiße hier. Ihr wisst, die Anna Roth hier, das habe ich von der oben gesehen. Gehe ich jetzt mal hier.
Ah, da ist ein Zettel noch. Aber auch hier kein Strom. Das ist die Werkstatt. Hier komme ich nicht drin. Da war ein Zettel gelegt, den habe ich schon gesehen, keine Angst. Ich will nur noch zurückgehen. Das war das, wo ich aber gesagt habe, da wollten sie wohl, dass ich hochgehe. Ja, also. Komm mal her. Guck mal, da kann ich auch drüber gehen. Okay, alles klar. So. Eisenbad formbar. Die Entwicklung unserer Prothesen ist so weit fortgeschritten, dass ich auch die Heeresleitung von meinen Plänen überzeugen konnte. Jeder Angestellte dieser Heilanstalt hat den Restkörper des Patienten von nun an als etwas zu Formendes zu betrachten, das in Qualität und Funktion unseren Prothesen und dem Zielen der obersten Heeresleitung und des Kaisers angepasst werden kann. Ach, den Zielen angepasst werden kann. Ja, sorry, das ist ein bisschen schwierig als zu lesen, du. So, Kabelfolgen. Kann ich da drüber gehen, ja? Boah, ich glaube ich noch nicht. Ja, das ist jetzt nicht direkt Kabelfolge. Ich weiß, aber. Vielleicht gibt es noch was zu finden, welche? Guck mal, da ist ein gelbes Kabel. Kann keiner meckern. Ja, super. Oh, Aschrein im Kreis gelaufen hier. Okay. Aber du geht gelbes Kabel, ne? Mir folge mal dem gelben Kabel, du. Da ist das noch. Hä? Ist doch jetzt rotes. Ne, da ist es gelbe. Jetzt quietscht der doch schon wieder. Der Eva war wir noch nicht, oder? Geh mal Amo hier. Eva nur zum Gucken, ne? Ah. Kann ich ja ziemlich viel im Kreislauf, okay. Naja, ich habe mich schon nicht verlaufen oder so, ne? Ah, ist das nicht, warum ich doch nicht verschrecke. Ich habe besser gerade mal Ortskenntnis. Ist das so alles? Aua. Ich häng fest. Mann ey. Sorry. Erschreckt du. Okay. Wir sind eigentlich immer noch beim gelben Kabel nur laufen. Da waren wir noch nicht, gell? Ich guck schnell, ob ich was zu lesen finde. Jetzt geht der Dr. Eisebart wieder los. Ja, Kinder hat gesagt, dass ich eine gelbe Kabelfolge soll, ne? Nur Kabelfolge. Mach ich schon, da ist ein Kabel. Das sind halt die Dinger, wo ich die ganze Zeit froh war, dass du Verdicher sind, wo oben rausgucke. Ich glaube halt, dass das alles Monster oder so sind. Also so, dass sie dann irgendwann alle auf mich zurennen. Ja. Gehen wir dann hin. Vielleicht ist es. Vielleicht ist jemand da. Ich habe eigentlich gehofft, dass das nur ein kleines Zimmerle ist. Ein kleines Zimmerle mit dem Bett drin, wo Respawn-Punkt ist. Als, keine Ahnung, so halt. Ich mag halt Respawn-Punkte. Alter Schwede. Hey, was ist denn? Macht sowas nicht.
Blick dich fragend an. Ja, ich blick dich ja gerade fragend an, Junge. Was ist denn da hin jetzt? Nix außer Pup. Boah, ey, die Tafellampe, die macht mich fertig. Okay. Ich gucke. Da geht's Kabel hin. Kann halt nicht hupsen. Dr. Eisenbart. Zu still hier. Hier passiert gleich was. So gleich Rätsel mit Gewichte. Ist wieder Telefon. Kann aber nicht interagieren damit. Was hat der so gemacht? Der hat gar keinen Platz, um irgendwas zu machen, außer zum Telefonieren. Ich keinen Bock mehr Musik zu machen. Ey, scheiß Lied. Eisenbart, Schmerzen. Oberschwester. Amputationen sind grundsätzlich ohne Anästhesie durchzuführen. Sollte sich wieder eine ihrer Schwestern oder ein Assistenzarzt dieser Anordnung widersetzen, ist mir dies unverzüglich zu melden. Jeder Schmerz durch den Schnitt des Skalpells oder das Ansetzen der Säge ist das läuternde Feuer des Krieges, dem sich unsere Patienten durch Tod und Verletzung entzogen haben. Der Geburtsschmerz des Frontsoldaten. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Der hat sich leicht bringen lassen. Ah, guck mal, da ist Strom. Moment. Eisenbart Sicherheitstüren. Für die Sicherheit der Ärzteschaft sind unsere Türen ab heute elektrisch gesichert. Die Sicherungskästen im Wartungsraum kontrollieren den Zugang von Verwaltungs- und Duschbereichen in den Hauptsaal. Okay. Dann haben wir schon mal gelesen gehabt. Okay. Da habe ich mein wohlverdienter Respawn-Punkt. Eine Flasche mit gelber Flüssigkeit. Nicht drüber nachdenken. Aha. Und was sehe ich hier? Eine neue Folge sehe ich hier. Hopp, bis morgen.